Hey ja, in dieser Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben, das Theater, das wir gesehen haben von diesen Kids, haben sich die älteren Brüder aufgemacht. Sie haben sich aufgemacht aufs Feld. Sie sind rausgegangen in die kalte Nacht bis auf einen. Und zwar war das der Jaron. Der Jaron ist daheim geblieben. Er ist bei Mami und Papi geblieben, wo es warm ist, wo es ihm wohl ist, weil er noch ein bisschen Schiss hatte, zum rauszugehen. Aber die Geschichte nimmt nachher so einen anderen Verlauf. Und zwar, es wäre so schade gewesen, wenn er daheim geblieben wäre. Zum guten Glück ist er nicht den ganzen Abend daheim geblieben, weil er hätte etwas Riesiges verpasst. Wisst ihr, wer er verpasst hat? Jesus, genau. Etwas Besonderes, etwas Riesiges hat er verpasst. Jesus, er wäre Gott nicht begegnet. Und ich glaube auch, dass manchmal in unserem Leben so anders laufen kann, als wir denken, als wir uns wünschen. Und genau durch das kann uns eben Gott begegnen oder kann uns etwas Grossartiges entgegenkommen. So wie am Jaron. Das war ein Ausschnitt, oder? Aus der Weihnachtsgeschichte, wo wir geschaut haben, mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive von wem? Wer sind die Hauptpersonen gewesen? Die Hirten, genau. Wir haben die Weihnachtsgeschichte ein bisschen aus der Perspektive der Hirten angeschaut. Und wenn wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen, merken wir, es ist wirklich nicht alles so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt haben. Der Jaron zum Beispiel hat sich vorgestellt, dass er den Abend gemütlich die Hause verbringen mit den Eltern, noch ein bisschen den Stall wischen und dann ans Feuer hocken und es geniessen. Die Jungs haben gedacht, dass sie draußen auf der Weide sind, vielleicht ein bisschen kalt haben, aber sich am Feuer wärmen können und haben gehofft, dass nichts Spezielles passiert. Und dann ist alles anders gekommen. Plötzlich ist etwas ganz Besonderes passiert. Sie haben gemeinsam etwas Besonderes miteinander erlebt. Wisst ihr, was Besonderes ist? Ja? Schauen wir mal an, oder? Also, was ist zuallererst passiert? Was ist das erste Besondere gewesen? Ich sage es euch, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber der Jaron hat den Stern gesehen, oder? Beim Wischen hat er aus dem Fenster geschaut, sieht den Stern am Himmel und sagt, da ist irgendetwas Besonderes passiert in dieser Nacht. Das muss eine spezielle Nacht sein. Und hat gerade die Mami gerufen und hat gesagt, hey Mami, komm mal schauen, der Stern, irgendetwas ist da passiert. Aber, seien wir ehrlich, das Besondere selber ist doch eigentlich nicht der Stern gewesen, oder? Was ist das wirklich, wirklich Besondere gewesen? Wer weiß es? Was ist es? Jesus! Genau, sehr gut, 100 Punkte. Das Besondere selber war eigentlich, dass Jesus geboren worden ist in dieser Nacht. Das war das Besondere. Und genau das ist eigentlich der Kern von Weihnachten, oder? Von der Weihnachtsgeschichte. Nicht der Stern, sondern Jesus. Jesus ist geboren. Und das Besondere an Weihnachten, und das vergessen wir manchmal so schnell, ist nicht das Drumherum. Es ist nicht der Christbaum. Es sind nicht Geschenke, die wir überkommen. Die sind auch besonders und anlässig. Es ist auch nicht so besonders, dass einfach alles leuchtet. Es ist auch nicht das Besondere, dass man in dieser Zeit Gutzli backt oder was auch immer. Sondern das Besondere ist, dass Jesus geboren ist. Das ist der Ursprung. Wegen dem gibt es alles andere. Der Stern, der ist nur am Himmel gestanden, weil Jesus geboren ist. Das ist das eigentliche Besondere. Und manchmal verpassen wir das ein bisschen, oder? Und ich möchte 3 Gedanken kurz weitergeben, warum die Geburt von Jesus etwas ganz Besonderes ist. Der erste ist, indem Jesus auf die Welt gekommen ist, hat sich Gott uns Menschen vorgestellt. Jesus ist der Sohn von Gott. Er ist Gott gewesen, ist auf die Welt gekommen, ganz normal, als ein Baby, damit wir Menschen sehen können, wer der Gott eigentlich ist. Ich meine, wir können nicht in den Himmel schauen, oder? Und so Gott sehen und mit ihm direkt reden und sein Gesicht dabei sehen. Aber indem Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er uns gezeigt, wer Gott ist, wie Gott ist. Und indem wir Jesus kennen, können wir erfahren, wer Gott ist, wie er ist. Jesus hat uns gezeigt, dass Gott voll Liebe ist. Jesus hat uns gezeigt, dass er für alle Menschen da ist. Dass er uns helfen möchte, dass er sich uns annimmt, dass er ein guter Gott ist. Und das ist eine von dieser besonderen, frohen Botschaften von Weihnachten, dass du Gott kennenlernen kannst, indem du Jesus kennenlernst. Der zweite Gedanke ist,
hey, Gott weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Er ist selber ein Mensch geworden wie du und ich. Er kann nachfühlen, wie du dich fühlst. Er kennt auch, was es heißt, Freude haben. Er weiß auch, was es heißt, mal traurig zu sein. Er weiß auch, wenn einem etwas wehtut. Und egal in was für einer Situation du dich heute Morgen drin befindest, Jesus kann nachfühlen. Gott kann nachfühlen. Es ist ihm nicht egal, wie du dich fühlst. Er ist selber Mensch geworden, um sich ein Stück weit mit uns Menschen auch identifizieren. Um uns zu sagen, hey ja, ich weiß, wie es ist, Mensch zu sein. Das dritte Besondere ist, Gott ist ganz anders. Jesus ist auf die Welt gekommen als Retter, als Messias, als König. Aber auf eine Art und Weise, wo niemand gedacht hat, dass so ein Retter, dass so ein König wird kommen. Er ist nicht zu den Reichen gekommen. Er ist nicht auf irgendeine pompöse, krasse Art und Weise gekommen, wo jeder das sofort geschnallt hat. Er ist nicht stark und mächtig gewesen. Nicht so, wie man es im Normalfall gedacht hat. Schon gar nicht so, wie es die Leute dort erwartet hätten, dass Jesus kommt. Und er ist auch nicht nur für ganz spezielle Menschen gekommen. Nicht nur für die irgendeinem gewissen Muster entsprechen oder die gerade Glück gehabt haben, dass sie ähnlich sind oder dass sie das lässig finden, sondern für alle Menschen, auch für die, die sich vielleicht nicht als religiös bezeichnen, ist Jesus gekommen. Und auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir immer wieder werden lernen, wenn wir uns mit dem Christentum auseinandersetzen. Der Gott ist so anders, als wir das vielleicht aus anderen Religionen erkennen. Er ist auf eine ganz andere Art gekommen und zeigt sich uns und lebt mit uns, als dass man das sonst irgendwo findet. Er ist Besonderes. Indem er eben vielleicht auf die Welt gekommen ist als ein kleines Baby. Indem es im ersten Moment unscheinbar war. Indem es vielleicht nicht so war, wie es die Leute dort erwartet haben. Es ist einzigartig und besonders, wie Jesus auf die Welt gekommen ist. Und spannender ist, dass man ihn finden kann. Oder der Stern, der hat darauf hingewiesen. Die Hirten haben das gesehen und gewusst, hey, da ist irgendetwas passiert, ich muss doch schauen. Ich muss das finden, was da in dieser Nacht passiert ist. Und dann haben sie Jesus gefunden. Und wer von euch hat schon mal so einen Stern echt gesehen? Wie der Weihnachtsstern? Niemand, gell? Der steht heute nicht mehr am Himmel. Aber wisst ihr was? Auch wir haben einen Hinweis darauf, dass man Gott finden kann. Nämlich, wir feiern jedes Jahr Weihnachten. Das Weihnachtsfest erinnert uns jedes Jahr daran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dass etwas Besonderes passiert ist vor 2000 Jahren, wo Auswirkungen hat bis heute, wo wir uns heute noch jedes Jahr daran erinnern. Und darum ist Weihnachten ein Stück weit auch eine Einladung an dich, dich aufzumachen und das Besondere zu suchen an dem Jesus. Der besondere Jesus kennenzulernen und sich mit ihm zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Aber dafür das, was muss man machen? Lange das, wenn du einfach daheim bleibst. Der Jaron hat aufs Feld raus müssen, oder? Genau. Und da kommt der Steffi ihren Punkt. Ja, um den Gott, den Jesus zu entdecken, um das Besondere zu entdecken, müssen wir uns immer wieder entscheiden, um uns aufzumachen. Manchmal bedeutet das, dass wir für unser bequemes Umfeld verlassen. Oder wie die Geschichte, der Jaron ist daheim geblieben. Es war schön, es war sicher, es war warm, das schöne Umfeld, das ist super gut. Aber ich glaube auch, dass uns das manchmal in unserem eigenen Leben so ein bisschen abhalten kann. Von etwas Neuem, wo uns Gott vielleicht zeigen will oder wo wir Gott selber begegnen können. So sinnbildlich gesprochen ist im Jaron sein Zuhause für unser Leben, ich sage jetzt einmal so Komfortzone. Ich glaube, das kennen wir alle. Die Komfortzone. Oder? Das ist so eine Art von der Vertrautheit, eine Art, wo es bekannt ist, eine Art, wo wir wissen, was wie wo läuft, wie die Leute sich dort innen befinden. Es ist einfach schön, wohlig. Aber wenn ich mein und viele andere Leben anschaue, dann sehe ich sehr oft, dass das Leben manchmal anders verlaufen als erwartet. Dass manchmal Sachen passieren können, Umstände passieren können, die einfach anders sind, als wir es uns gewünscht hätten. Oder wie in der Geschichte, plötzlich erscheint am Jahr so ein Stern
Oder Brüder, die haben ihre Umhänge vergessen und haben ihre Feuersteine vergessen. Und es holt ihn aus der Komfortzone, aus dem gewohnten Umfeld raus. Und genau gleich kann das in unserem Leben passieren. Dass Umstände sind. Vielleicht Notfälle, vielleicht ein Telefonat, das alles verändert. Vielleicht sogar das Reden von Gott, das uns so aus der Komfortzone rauslockt, rausholt. Oder ein Zeichen von Gott. Und ich glaube fest, dass wir Gott erleben und das nicht immer in unserer Komfortzone ist, sondern genau außerhalb von dem gewohnten Umfeld. Dort, wo es vielleicht anders läuft, als wie wir es geplant haben, wie wir es uns gewünscht haben. Und wir haben auch einen Gott, der will, dass wir immer wieder aufstehen und Schritt machen. Damit wir Neues finden dürfen, damit wir ihn finden dürfen. Und wie bei Jaron, oder? Er musste einen Schritt machen, weg vom Zuhause. Und er hat das Beste, das Größte gefunden, Jesus selber. Und der Jesus hat sein Leben erleuchtet, erhellt, verbessert. Eine Freude ist ihm aufgekommen. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen will, ist, wie fest bist du dir bewusst, dass vielleicht gerade im Unbekannten Gutes auf dich warten kann? Oder vielleicht genau in dem Unbekannten auch Gott auf dich warten kann und dir dort begegnen. Ich persönlich habe das schon mehrmals erlebt, was das heisst, aus meiner Komfortzone, aus dem Vertrauten rauszusteigen oder so ein bisschen rausgezogen zu werden. Und ich erinnere mich gerade an so einen Moment, wo ich mal am Reisen war und dachte, das ist wunderschön, zum Reisen zu gehen. Und jetzt gehe ich dann wieder heim zu meiner Familie, zum Gewohnten, wo ich es liebe, wo ich weiss, wie es abläuft. Und ich habe Gott gefragt, hey Gott, was sind deine Pläne für mein Leben? Und plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott zu mir anfängt zu reden. Und er sagt, Steffi, bleib da. Geh nicht heim ins gewohnte Umfeld, sondern bleib da. Ich habe da noch etwas mit dir vor. Wenn du da bleibst, dann wird dich noch so viel erwarten. Geh da mal mit studieren. Und er hat mir dann gezeigt, wo. Und ganz ehrlich, im ersten Moment war das für mich herausfordernd. Ich war allein, ich hatte nicht viel Geld. Ich habe gedacht, ui nein, da bin ich auf mich gestellt. Das Reden von Gott hat mich so herausgefordert. Ich hatte keine Ahnung, was passieren wird für die nächsten Jahre. Aber ich habe den Schritt gewagt. Und in dem Sinne habe ich Gott so erfahren. Ich habe ihn und wie gut er ist und was er für Pläne für mein Leben hat, so dürfen erfahren und viel, viel Neues dürfen erleben, was ich heute nicht missen will. Und wo ich froh bin, dass ich aus meiner Komfortzone raus bin, etwas Neues hineingelaufen bin. Und ja, es kann manchmal schwierig sein, es kann manchmal herausfordernd sein, es kann nicht einfach sein oder dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber das Geniale ist, Gott verspricht uns, dass er immer mit uns ist. Gott verspricht uns, dass er uns leitet, dass er uns führt, dass er uns den Weg zeigt. Oder? Wir haben das auch gesehen in dieser Geschichte. Der Aaron war unterwegs und plötzlich ist ein Engel gekommen. Und der Engel hat zu ihm geredet, oder da sind 2 Engel gewesen. Und sie haben ihm Führung gegeben, Leitung gegeben. Und so ist unser Gott. Er lässt uns nicht allein, sondern dort, wo wir aus dem Komfort, aus dieser Zone gehen, dort ist er unser Komfort, unser Versorger, unser Führer. Und das ist gewaltig und das ist genial. Wir sind nicht allein auf uns gestellt, sondern er ist bei uns. Und er sagt auch in der Bibel, ich bin bis ans Ende der Welt bei euch, wenn wir mit dem Jesus unterwegs sind. Vielleicht befindest du dich in einer Lebenssituation, jetzt gerade in dem Moment, wo es sehr unangenehm ist. Vielleicht ist es schwierig. Vielleicht ist es anders, als du erwartet hast. Und du fühlst dich alles andere als in einer guten, gewohnlichen, schönen Komfortzone. Sondern es ist herausfordernd. Und ich möchte dir heute Morgen zurufen, genau da innen hat es ein Potenzial, wo dir Gott begegnen kann. In dem innen kann dir Gott begegnen und kann dich führen, er kann dich aufbauen und er kann dich versorgen. Und vielleicht bist du da und du hast das Gefühl, ja, der Gott, der redet nicht. Wo ist denn der überhaupt? Oder vielleicht kennst du ihn überhaupt nicht. Und vielleicht kannst du dich mal fragen, ob du nicht einen Schritt machen willst, um aus dem Gewohnten mal rauszustehen und etwas wie ausprobieren. Vielleicht mal mit dem Gott beten, zu ihm beten. Das ist mit ihm reden, mit ihm kommunizieren. Vielleicht mal etwas ganz Neues ausprobieren. Wie ich fest glaube, dass aus dem Gewohnten, außerhalb von dem Gewohnten, wir Gott immer wieder begegnen dürfen.
Ich möchte dir Mut machen, mutig zu sein, wie wir oft genau dort, wo wir uns aufmachen, den Gott dürfen finden, wie der Jaron das in der Geschichte da hat. Ich möchte nochmal schnell auf den Anfang zurückkommen. Oder? Wir sehen heute den Stern von Weihnachten in dem Sinne nicht mehr. Wir haben den einfach in der Bibel, wir lesen von dem, dass das passiert ist. Aber wir feiern jedes Jahr Weihnachten. Und jedes Jahr erinnern wir uns daran, dass vor 2000 Jahren etwas ganz Besonderes passiert ist, das Auswirkungen hat bis heute auf unser Leben, das die Weltgeschichte verändert hat. Dass nämlich Gott Mensch geworden ist und dass er uns einladet, ihm zu begegnen. Jeder auf seine Art und Weise und jeder vielleicht ein bisschen anders als andere. Aber dass es möglich ist, den Gott kennenzulernen, indem wir Jesus kennenlernen. Und vielleicht kennst du Jesus, vielleicht bist du dieser Einladung schon länger gefolgt. Und dann ist vielleicht die Weihnachten ein guter Moment, dich nochmal zu fragen, hey, wo gibt mir Gott vielleicht auf eine andere Art und Weise so einen Hinweis, um einen Schritt aus meiner Komfortzone rauszumachen, um mal etwas auszuprobieren, was ich vielleicht noch nie gemacht habe oder wo ich mich manchmal ein bisschen schwer tue damit, weil in dem ein Potenzial ist, dass du Gott nochmal auf eine ganz neue Art und Weise kannst begegnen, wie du das bis jetzt vielleicht gemacht hast. Dich nochmal neu anzuschauen. Im Theater war es, dass der Jaron aus dem Fenster geschaut hat und den Stern gesehen hat. Vielleicht kannst du bei dir daheim mal aus dem Fenster schauen. Oder vielleicht ist das aus dem Fenster schauen ein Spaziergang, den du machst. Oder sonst irgendetwas. Dann gibt es manchmal aber auch Menschen, die haben sich zwar mal aus dieser Komfortzone rausgewagt, haben sich aber das Ganze irgendwie anders vorgestellt. Sind vielleicht enttäuscht worden von Menschen. Vielleicht auch einfach grössere Erwartungen gehabt. Denkt, das fühlt sich dann anders an. Oder ist irgendwie raumvoller oder spektakulärer oder sonst irgendetwas. Und dann ist Weihnachten eine Einladung, sich eben vielleicht auch dort nochmal neu aufzumachen. Und auch aufs Kleine achten. Auch auf das achten, was vielleicht nicht so spektakulär ist. Wo vielleicht nicht jeder wahrnimmt. Und Gott in dem hinein zu suchen. Und gerade wenn du dich vielleicht noch nie aufgemacht hast, dann ist Weihnachten eine Einladung für dich. Ist Weihnachten vielleicht dein Stern, der am Himmel steht für dich, der dich einlädt, um den Gott zu suchen, um dem nachzugehen. Um vielleicht wie sagen, hey, mal in dieser Zeit möchte ich mich mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was es mit Weihnachten wirklich auf sich hat. Und nicht mit dem Christbaum und woher Geschenke und so weiter kommen, sondern wer denn der Jesus ist und was an dem so Besonderes ist. Ein paar Hinweise habe ich vielleicht schon gegeben. Das kann sein, dass du das für dich machst in einem Gebet, wo du sprichst. Wenn du ganz einfach mit Gott redest und ihn fragst, hey, wer bist du? Zeig dich mir. Ich möchte dich besser kennenlernen. Das kann aber auch sein, indem du vielleicht mal in die Bibel eintauchst und mal die Geschichte von Jesus liest und so merkst, hey, da ist noch so viel mehr, weil die Geschichte, die ist noch weitergegangen und es ist noch viel in dem hinein passiert. Da würde ich dir empfehlen, vielleicht mal das Lukas-Evangelium anzufangen zu lesen. Du bist eingeladen, dich aufzumachen in dieser Zeit, dem Jesus auf eine neue Art und Weise zu begegnen. Egal wie gut dass du ihn kennst oder nicht. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir 2 Weihnachtslieder miteinander singen. Die möchten, dürfen mitsingen, dürfen es auch einfach geniessen. Wir haben während dem ganzen Rest vom Gottesdienst auch ein Team, das da ist für euch beten, wenn ihr das gerne möchtet. Vielleicht sind ihr auch mit jemandem gekommen und merken, hey, es ist ein Gebet mit dieser Person dran. Das darf jetzt sein, in dieser Zeit, das darf auch nach dem Gottesdienst sein, wie das für euch am besten ist. Aber wir sind eingeladen, auf das zu reagieren und den Jesus zu suchen und ihm an dieser Weihnachten zu begegnen. Und wisst ihr was? Das Coole ist, dass jeder dem Gott begegnen kann. Dass er sich für jeden von uns interessiert, dass ihm niemand zu wenig wichtig ist. Die Hirtenjungs, das sind in der damaligen Zeit nicht die, die am besten Ort waren. Die sind auf dem Feld, die haben die meisten Sachen erst allerletzt mitbekommen. Das sind die nicht wirklich viel Ansehen hatten in der Gesellschaft von dort, weil sie nicht eine gute Ausbildung oder so hatten. Aber Jesus ist für alle gekommen.
Egal, ob du eher am Spektrum von diesen Hirten bist. Aber wir lesen, dass nachher auch noch weise Männer von weit weg gekommen sind. Und vielleicht gehörst du auch eher zu denen. Jesus ist für dich. Und für jeden hat Jesus etwas zu geben. Nicht nur dort, wo wir das Gefühl haben, die Menschen haben es gerade im ersten Blick offensichtlich nötig. Jesus kann jedem begegnen. Und Jesus hat jedem etwas zu geben. Und darum meine Aufforderung an euch, macht euch auf. Sucht den Gott. Redet mit ihm. Leset in der Bibel. Findet mehr über ihn heraus. Weil er ist wirklich besonders. Und das ist das, was wir an dieser Weihnachten euch mitgeben möchten. Ich möchte beten zum Schluss, bevor wir in die Lieder hineingehen. Und ich lade euch ein zum Aufstehen für das Gebet. Und gerade wenn du möchtest dem Gott begegnen, dann bete einfach innerlich mit. Du kannst das für dich an deinem Platz machen, kannst vielleicht auch die Hand nehmen von deinem Nachbarn, wenn du sagst, hey, bete mit mir, darfst du das auch machen, bis es dir passt. Jesus Christus, vor 2000 Jahren ist wirklich etwas Besonderes passiert. Du bist Mensch geworden. Und haben wir dich kennenlernen können. Durch das ist es möglich, dass wir heute dich, Gott, kennen können und eine persönliche Beziehung zu dir haben. Und du lädst uns ein, dir zu begegnen. Und um das möchte ich bitten, dass jeder, der in diesem Saal heute Morgen drin ist, der dir möchte begegnen, dir auf irgendeine Art und Weise in dieser Weihnachtszeit kann begegnen. Du lockst uns manchmal für das aus der Komfortzone. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns um Mut, so einen Schritt zu machen. Aus dieser Komfortzone raus, einen Schritt auf dich zuzumachen. Die Zeichen, die stehen da. Aber dass wir diesen Schritt auch machen und diesen Zeichen folgen können. Jesus, du siehst, wenn Menschen da drin sagen, ja, ich brauche irgendwo noch ein anderes Zeichen, dann bitte ich dich, dass du das irgendwo geben kannst. Ich bitte dich um tiefe, schöne Begegnungen, wo wir erkennen dürfen, wer du bist. Amen.